So, ihr Lieben, wir haben heute das Thema geistlicher Aufbruch. Wir sind unterwegs. Das Setting ist ein bisschen anders. Das sieht man vielleicht. Denkst du, oh, anderes Bild. Wir sind in einem Hotelzimmer in Spanien unterwegs. Und Susanne, heute haben wir das Vater unser oder unser Vater, weil das ist ein gutes Gebet, weil geistlicher Aufbruch bedeutet, dass man sich wünscht, weil etwas ist wie stehen geblieben. Mhm. Man hat angefangen mit einer Leidenschaft, Power, Energie, sei es du selber im Glauben oder auch deine Kirche, deine Gemeinschaft, wo du drin bist im Glauben. Und man merkt irgendwie, oder auch das Land, es braucht eine Erneuerung, es muss Ja. etwas geschehen. Und darum auch in diesem Bildrahmen, wie sieht Gott zum Beispiel unser Land? Oder wie sieht Gott unsere Kirche? Wie sieht Gott mich selber in Bezug auf Mhm. geistliche Erweckung? Ist für mich ein wichtiges Bild und das Vaterunser wird uns helfen, das ganz systematisch durchzubeten. Und wir beginnen mit unser Vater im Himmel oder Vater unser im Himmel, unser Vater im Himmel oder Vater unser, je nachdem Übersetzung. Aber das Wort ist unser. Und was ich mega, mega schön finde, es gibt nicht mein Gott und du hast einen anderen Gott, er ist Mhm. unser Gott und es ist hochinteressant, du kannst in ein anderes Land gehen und du triffst Menschen, die an Jesus glauben und du hast sie noch nie vorher gesehen, du schaust sie in die Augen und denkst, wir kennen uns schon immer. Ja. Und das ist ein Phänomen, nicht weil wir der gleichen Glaube alleine haben, sondern der gleiche Heilige Geist wohnt in uns Ja. allen drin und er verbindet uns. Und ich möchte beginnen, das Gebet, dass wir einfach mal Danke sagen für den Leib Christi. Und du weißt, der Leib Christi ist wirklich bunt. Er ist verschieden. Es gibt nicht eine Kirche, aber verschiedene Nuancen, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Zugänge, verschiedene Arten. Der eine hat es gerne laut, der andere gerne leise, der andere hat es gerne die Predigt emotionell und der andere hat es mehr ein bisschen lehrmäßig oder urtextmäßig, lang, kurz, was auch immer. Und Vater, ich danke dir, wenn wir beten für einen geistlichen Aufbruch, will ich dir Mhm. Danke sagen, dass du hast so viele Facetten, du hast so viele auch Zugänge, wo du Menschen in der Sprache, in der Kulturen immer wieder abholst. Und ich danke dir, dass wir nicht die Struktur oder das Konzept oder die Art, die wir sind, anbeten. Es ist nur Mhm. eine Form, wie wir uns wohlfühlen, dich anzubeten. Aber du bist unser Vater. Wir danken dir für den Leib Christi Ja. weltweit, weltweit, weltweit. Und ich ehre dich einfach für diese Tatsache. Und jetzt möchte ich bitten, in diesem Gebet dich mitzunehmen, dass du mal für die Kirchen auch betest, die dir auf den Sockel gehen. Die Kirchen, die dich nerven, die Kirchen, die was triggern. Es ist ja interessant, wenn man mit Christen über verschiedene Kirchen spricht oder auch Pastoren, Pastorinnen. Da erscheinen verschiedene Namen. Unsere Namen erscheinen auch im Guten wie im sehr Guten. Nein, auch da, wir triggern zum Teil bei anderen Leuten irgendetwas. Aber was ich sagen kann, wir lieben Jesus, wir lieben Gott, das ist unsere Botschaft. Und das machen wir auch Danke gesagt Ja. für die Dinge, wo du auch geistlich aufgewachsen bist. Und natürlich, es gibt im Leben auch Momente, wo man auch weiterzieht, weil man merkt, vielleicht jetzt diese Nahrung passt nicht mehr für diese Season, macht gar nichts und heißt auch nicht, die Kirche macht da alles falsch. Darum danke dir mal, dass du unser Vater bist. Und das nächste ist, da heißt es in diesem Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, geheiligt werde dein Name. Und was ich da als Gebetspunkt aufgeschrieben habe, dass die Kirche deinen Namen mit Hingabe ehrt. Also wenn wir uns vorstellen, als Kirche, man sagt doch so ein Sprichwort, er gibt seinem Namen alle Ehre. Also Bigger, wenn du große Dinge tust, machst du deinem Namen alle Ehre. Und wir wollen hier beten, dass wir dem Namen Gottes alle Ehre geben, dass sein Name wirklich das, was er aussagt, Heiler, Helfer, Ja, Schöpfer des Universums, Herr über alle Herren, dass das sichtbar wird in dieser Welt. Weil es heißt in mhm. Jeremia Yes. 10, Vers 6, aber dir, Herr, ist niemand gleich. Mhm. Du bist groß, dein Name ist groß und du beweist es mit der Tat. Und das ist mein Gebet für heute, für unsere Kirchenlandschaft Yes. weltweit. Yes. Lass uns als Kirche deinen Namen mit Hingabe ehren und da Schritte weitergehen, uns verändern hin zu dir, dass dein Name so sichtbar wird auf dieser Welt, was er auch kann und was du auch bist. Mhm. Auch in meinem Leben. Es fängt immer hier an wie ein Kreis. In meinem Leben. Lass dein Name mit der Yes. ganzen Stärke heute in meinem, in deinem, in unserem Leben sichtbar werden und das hinaustragen in die ganze Welt.
geheiligt werde dein Name. Wir heben seinen Namen, wir nehmen was raus. Und das ist wirklich ein Gebet, wo wir beten, weil es viele Kirchen haben ein Kreuz, aber da ist das Jesus nicht mehr drin. Und das ist unvorstellbar. Und für das beten wir, dass man wieder Jesus reinnimmt in das, was man hat. Und für das beten wir jetzt einfach. Du kennst deinem Dorf, vielleicht bist du in einer Gemeinde aufgewachsen, Kirche, und die gibt es nicht mehr, hat einen Drive verloren. Aber nichtsdestotrotz, ich sage auch die Kirche, wo wir drin sind, das ist wie eine Familie. Wir heben deinen Namen raus. Es geht um deinen Namen alleine. Weil du bist der, der vergibt, Mhm. du bist der, der heilt, du bist der, der versorgt. Alle diese Dinge können wir nicht selber produzieren. Und das Dritte, was wir beten, dein Reich Ja. komme. Wenn das Reich Gottes kommt mit seinen Möglichkeiten, das Reich Gottes ist ja nicht einfach so ein Gefühl. Das Reich Gottes hat Prinzipien, dass man wieder Gott an erster Stelle setzt, dass man wieder Vater und Mutter ehrt, dass man Dinge, die gut sind, auch ehrt Mhm. und die Dinge, die nicht gut sind, auch beim Namen nennt. Also man wischt nicht Dinge runter, sondern man bringt sie auf den Tisch. Aber das Reich von Gott, wenn das sichtbar wird, mit Liebe, mit Freude, mit Gerechtigkeit, dass die Reichen den Armen dienen und die Armen nicht ständig auch sich wieder unnötig vergleichen und jammern, was sie nicht haben. Paulus hat gesagt zu den Sklaven, das musst du dir mal vorstellen, jammert nicht, wenn ihr schon Sklaven seid, seid gute Sklaven. Ich habe immer gedacht, das kannst du nicht so sagen, Paulus, aber ich weiß, was er mit dem sagen möchte. Man kann die Umstände nicht immer Ja. beeinflussen. Und er sagte, wenn du Menschen hast in der Leiterschaft, dann sei gut zu ihnen. Und das Umgekehrte hat er gesagt zu den Angestellten, wenn du angestellt bist und dienst, dann gib das Beste, was du geben kannst. Mit dem wollte er eigentlich sagen, das öffnet eben wieder Türen. Und ich bete jetzt, Vater im Himmel, dass das Reich Gottes mit der ganzen Kraft von Zeichen, von Wundern, von Versorgung, Mhm. von Gnade und Beschützung, es ist wie eine Hand, die Gott über hat, dass du jetzt nochmals Ja. einziehst in der Gemeinschaft, wo ich drin bin. Jetzt kannst du die Kirche, wo du besuchst, wo du ein Teil bist, oder eine Gemeinschaft, wo du ein Teil bist, wo Menschen zusammenkommen, deinen Namen anbeten. Bete jetzt einfach, dass das Reich Gottes Mhm. fällt in die Church hinein, das Übernatürliche, die Dinge, die wir nicht machen können. Wir haben einen übernatürlichen Gott, Dinge, die das menschliche Auge nicht sehen kann, hat Gott schon lange vorbereitet für die, die glauben, die wissen, dass Gott alle Kraft und Macht hat. Das Reich Gottes bricht an, hat schon angebrochen, kann nicht mehr gestoppt werden. Und ich möchte es bewusst sagen, da wo sich Fronten verhärtet haben, da wo Strukturen über dem Leben stehen, Strukturen, sage ich immer, sind da, um das Leben zu fördern oder zu unterstützen. Aber die Struktur ist nie die Hauptsache. Das ist einfach so, das kann man immer ändern, aber man kann nicht den Namen von Jesus ändern, man kann nicht seine Kraft ändern und man kann nicht das Reich Gottes ändern. Das ist und bleibt das Gleiche. Und das nächste ist, was nachher kommt und Jesus uns lehrt, ist, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Mhm. Das Spannende ist, dass Jesus selber uns das vorgelebt hat. In Lukas 22, Vers 42 steht, da ist er ja im Garten Gethsemane und er betet, er spricht mit seinem Vater, was Gebet ist, und er sagt, okay Vater, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Mhm. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und hier ist das Gebet, Gott, wir bitten dich um Mut, dass Yes. wir das tun können, was wir wissen, dass du uns, Heiliger Geist, aufs Herz gelegt hast, dass wir das Richtige tun können, dass wir das tun können, was deinem Willen entspricht. Und das ist das Gebet für mich persönlich. Aber ich stelle mir auch die Kirchenlandschaft vor. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir einfach heute für die Kirchen Yes. beten und sagen, dein Wille geschehe in unseren Kirchen wie im Himmel, so auf Erden. Yes. Das ist unser Gebet, Yes. das ist unser Yes. Wunsch, das ist die Bitte, die wir vor dich bringen. Mhm. Und wie schön, es ist ein Gebet, das du selber uns vorformuliert hast und wenn das nicht wenn das nicht kraftvoll ist, was du uns vorgebetet hast und wir nachbeten und aus tiefstem Herzen so meinen. Mhm.
Nein, es ist weiter. Und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja. Und ich glaube, da die Kirchenlandschaft und in dem unsere Kirche, wir sind alle im gleichen Boot, wir sind nicht besser, hat sich oft versündigt, dass man Menschen zum Beispiel einfach nicht weiterziehen hat gelassen oder das Gefühl hat, die Leute gehören mir Mhm. oder die sind doof, was auch immer. Oder man hat über andere Kirchen negativ gesprochen. Ich kenne das ein bisschen, man hat eine Erkenntnis, die Bibel sagt, Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe verbindet. Und auch da wieder, wo wir eigentlich andere Kirchen nicht wertgeschätzt haben, in dem Sinne, weil Gott und Jesus im Zentrum ist. Weil ich sage immer, das Reich Gottes hat verschiedene Facetten. Und man sagt, es ist bunt und es gibt auch im Bodenpersonal ganz, ganz interessante Menschen. Und man denkt immer, alle anderen sind interessant, aber wir sind normal. Oder kennst du das? Alle anderen sind doof, aber wir sind normal. Nein, auch wir sind in dem Sinn speziell. Und Vater, ich möchte dich Mhm. wirklich bitten, da wo wir aufgehört haben, andere Werke, Menschen einfach zu segnen im Herzen her oder sich lustig gemacht hat über Mhm. Dinge, die andere gemacht haben in deinem Namen, wo wir einfach uns versündigt haben mit unseren Worten in dem Sinne, wo wir auch die Menschen vielleicht behandelt haben, als wäre das unser Eigentum, als können wir über sie bestimmen, was sie machen müssten. Mhm. Da, wo einfach geistlicher Missbrauch geschehen ist oder immer noch geschieht, da, wo aber auch in dem Sinn körperlicher Missbrauch geschieht, auch da, wo sexuelle Übergriffe entstanden sind, diese Mhm. Dinge, die tun uns leid, die Mhm. können wir nicht schönreden, aber wir sagen, wir beugen unsere Knie vor dir und sagen, vergib uns. Ja. Und ich sage das bewusst, vergib uns allen, weil Mhm. wenn ich mit dem Finger zeige und sage, das macht die Kirche oder das macht der falsch, dann werden immer andere Finger auf mich zeigen. Und es ist mega wichtig, dass wir beten, dass der Gott hilft, Mhm. dass unser Haus, ich nenne das Haus, der Tempel, mein eigenes Leben, eigene Familie, dass das rein bleibt und heilig bleibt. Weil hat nicht David hat doch gesagt, und wenn ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, im Psalm 139, dann hol mich zurück Ja. auf den Weg, der mich zum Leben führt. Und dieser Psalm, dieser Ausdruck ist eben entstanden durch einen Riesenfehler, den er gemacht hat. Und wenn du einen Riesenfehler machst, Mhm. dann merkst du plötzlich, die Arroganz hört auf und man hat auch die Angst, das könnte wieder geschehen. Man merkt plötzlich, das Herz, das wir haben, ist gar nicht so gut. Und auch wenn der Heilige Geist eine Wohnung bezogen hat, da gibt es noch viel Potenzial, um zu wachsen. Und darum beten wir das einfach, dass da, wo wir die Gefahr Ja. sehen, dir untreu zu werden, wo wir der Gefahr sind zu sündigen, Mhm. wo wir Dinge höher achten als deinen Namen, vergib uns, reinige es und Ja. nimm es raus. Und das nächste ist die Bitte um das tägliche Brot. Und das ist natürlich zum einen, können wir das heute auch für uns ganz persönlich beten, für physische Versorgung, aber auch für geistliche Ja. Versorgung. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, wenn ich an die Kirchenlandschaft denke und mir überlege, dass wir heute für das tägliche Brot beten können, für Ressourcen, für Mhm. Ideen, für Versorgung, physisch für die Kirchenlandschaft, aber auch geistlich, dann bin ich motiviert, dass wir uns heute eins machen Mhm. können mit allen, die dieses Gebet Yes. zuschauen oder mitbeten. Machen wir uns eins und sagen, Vater im Himmel, Yes. gib uns unser tägliches Brot, auch geistlich für die Kirchen, dass wir dein Wort hören und verkünden können, dass dein Wort verkündet wird in Kirchen, so wie du es gemeint hast, dass nochmal eine Offenbarung durch die Reihen geht und unseren Geist Yes. Offenbarungen empfangen, was wir in Yes. unsere Small Groups reingeben können, was wir unseren Freunden für Ermutigungen geben können, Zusammenhänge aus dem Mm. Wort. Gib uns Yes. unser tägliches Brot. Komisch, ähm, jetzt stolper ich gerade unser tägliches Brot. Das heißt ja wie, dass uns das zusteht. Ja, uns. Oder es heißt nicht, gib uns dein Brot, sondern unser tägliches Brot, gib uns heute. Und das Ja. erinnert mich an diesen gedeckten Tisch. Heiliger Geist, wir Yes. kommen an diesen Tisch, da hat es unser tägliches Brot drauf, das wartet. Und da kommen wir und das holen wir ab, wir brauchen es. Ja, genau. Und unser ist auch, dass wir oft sagen, wir brauchen Gebäude, wir brauchen Finanzen, wir brauchen Mitarbeiter, Volunteers, was in uns fehlt, Mhm. ist eben unser tägliches Brot. Die Versorgung ist auch, dass Gott uns neue, innovative Gedanken gibt.
Also auch das bete ich, dass Gott in der Kirchenlandschaft uns neue, Mhm. innovative Gedanken gibt, weil Paulus hat die Straßen gebraucht der Römer. Das Evangelium hat sich erst ausgebreitet, als die griechische Sprache entwickelt worden ist in Europa. Es gab immer eine Straße war zuerst, dann hat das Paulus gebraucht, die Sprache ging voraus, dann kam das Evangelium. Luther hat was auf die Thesen an die Türe genagelt und dann entstand der Buchdruck, das habe ich ja gelernt, und dann hat er sich eben verteilt auf der ganzen Welt. Und das ist auch der Geist der Innovation, bete ich über deiner Kirche, über da, wo du drin bist. Und Mhm. dann heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Und die Versuchung ist immer wieder, dass wir vom Evangelium, von der Wahrheit abkommen. Ich sage es dir, warum, wenn du die Wahrheit predigst, ist es nicht so, dass Leute sagen, ja, auf das habe ich gewartet. Du hast schon ein paar Leute, die so, ich sage immer die Hardliner, die sagen, du musst nur das Wort predigen und so. Aber das ist nur eine Art der Typen von Menschen. Also die sind alle richtig, aber das sind nicht alle. Und anderen geht alles zu. Mhm. Und es gibt manchmal eine Versuchung, wenn man unterwegs ist, dass man ein bisschen am Evangelium ein bisschen diese Schärfe wegnimmt, weil man merkt, ja, wenn ich das ja predige und sage, äh, stoßt das Leute ab oder Mhm. verletzt es. Und du kannst aber auch voll hardcore den Leuten die Wahrheit sagen, ohne Liebe ist genauso schlimm. Und ich bete, dass du uns eine Begabung gibst, dass dein Wort, die Prinzipien, die Richtlinien, alle diese Dinge, die du Mhm. uns anvertraut hast, dass unser Leben eben die Botschaft ist, dass Menschen an unserem Leben sehen, ohne Worte, wer ist Jesus. Und Mhm. ich bitte für eine gewaltige neue Autorität und Salbung im Leib Christi, in der Verkündigung, im Predigen, im Leiten, Mhm. im Social Media, wo Ja. auch immer du einen Einfluss hast, und du hast einen Einfluss, weil du bist Salz und Licht auf dieser Welt. Und gib uns einfach nochmals diesen Mut. Auch Versuchung bedeutet von dem Bösen, dass wenn man verletzt worden ist, will man nicht nochmals eins auf den Kopf bekommen. Du weißt, was ich meine? Und dann plötzlich hast du vom Evangelium erklärt in der Mhm. Schule und alle waren gegen dich, und dann plötzlich hörst du auf, weil du hast auf den Kopf bekommen. Und das ist die Versuchung, dass das Böse plötzlich wieder Raum bekommt und bestimmt. Wenn eine Verletzung bestimmt, wenn du einer Verletzung Gewicht gibst, dann hat das Böse gewonnen. Und das Mhm. endet eigentlich mit dem, Susanne, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn wir das so aussprechen, dann stelle ich mir einfach vor, wir stehen irgendwo auf einem Berg. Berge haben so etwas an sich, ja, wo man den Überblick hat. Und wir rufen diese Worte in die Welt hinaus. Dein ist das Reich, Gott, niemand anders. Dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Niemand wird yes, jemals kräftiger als du. Niemand hat jemals das ganze Reich in seinen Händen und alles andere ist ihm untertan. Und niemand hat solch eine Herrlichkeit wie du. Und wir beten dich an mit diesen Worten und machen uns eins von überall her, wo wir yes, zuschauen. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die yes, Herrlichkeit. In alle Ewigkeit wird sich das nie ändern. Du regierst über Städte, über Nationen, über unserem Leben, das soll mhm, so sein, mhm, über unsere Kirche, über unseren Kirchen, über mhm, allen Umständen. Das bist du. yes, Wir yes. beten dich an, wir schauen zu dir auf. Und für mich ist auch in diesem letzten Gedanken vom Vater unser eben auch, er gewinnt. Er hat das letzte Wort. Wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du findest, es ist total unfair, du gehst wirklich richtig unten durch, und auch gewisse Christen sehen das Gefängnis nur einmal von innen, nie von außen. Es gibt es einfach auf der Welt, sind Mhm. wir 340 Millionen Christen, werden weltweit verfolgt wegen Glauben. Das ist eine ganz krasse Zahl. Wenn du jetzt in der Schweiz und Europa wohnst, denkst du, das kann gar nicht sein. Aber wir sind nicht die Welt. Wir sind ein kleiner Teil in der Welt. Da gibt es 1,4 Milliarden Chinesen, 1,45 Milliarden Inder, in Pakistan, überall. Ich möchte einfach sagen, Gott hat das letzte Wort. Und das Mhm. ermutigt mich mega in allem, was man macht und tut, wo ich sagen kann, ja, du kommst zwar davon, was du gemacht hast, aber du wirst deine Knie beugen müssen und Gott wird ein Urteil sprechen. Also, wenn du heute merkst, bist du bei deiner Kirche nicht zufrieden,
über den Pastor, Pastorin, dann bete mal das Vaterunser durch diese Punkte, statt zu jammern. Jammern bringt nicht viel, tut der Seele gut, aber ändert nichts in der unsichtbaren Welt. Dass du einfach das Vaterunser mal nimmst, kannst du als eine Kleingruppe machen und sagst, wir beten systematisch jetzt durch für unsere Church, für unser Land und du wirst erleben, dass Gott seinen Arm bewegt. Vielen Dank, dass ihr mitgebetet habt Ja, diese Woche und nächste Woche gehen wir weiter mit Worship. ja. Ich freue mich mega, weil es geht jetzt noch 2 Wochen. Be blessed and not stressed. Bye bye. Ciao.